Im Hintergrund steigt der Keil immer noch empor, aber er ist zumindest zurzeit keine Gefahr mehr für den Planeten. Willkommen zurück, Freunde, zu Tales of Arise. Ja, letzte Folge haben wir es so weit eigentlich abgewendet, dass der Keil jetzt noch großartige Energie transportieren kann nach Lenegis. Also angeblich transportiert er noch ein bisschen Energie, aber ganz, ganz wenig. Und ja, jetzt ihn noch komplett zu zerlegen, würde dann nicht viel bringen, weil dann wir vielleicht Lenegis einfach wieder einen runterschicken. Das ganze Theater ging dann von vorne los, deswegen ist eher die Idee aufgekommen, hey, wir müssen selbst nach Lenegis reisen. Am besten natürlich mit einem Raumschiff, ist klar. Und dafür müssen wir eigentlich das Raumschiff finden, mit dem Elfen ja damals hier angekommen ist. Müsste auch schon 300 Jahre alt sein, das Teil, aber ich meine, er ist erst vor kurzem erwacht und so. Also die Hoffnung ist da, dass das Raumschiff noch intakt ist. Hey, wir werden es gleich sehen. Oder bald, oder wie auch immer. Ist ja alles gut gelaufen, wa? Ja, setzen wir Segel und schippern zurück. Our first port of call is Ulzebek. Back where you first started out. Yeah, along with my dad. You okay? You don't look so good. I think I'm just a little seasick, that's all. Liar. Huh? You heard me. You've never been good at hiding your emotions, Shion. Excuse me? Just what do you... No. You're right. I'm sorry. Is it about Alphen? No. Not just him. Something you can't talk about? Rinwell, I'm not like the rest of you. Of course you are! No, I'm serious. Back when we first met, I think maybe then I did think we were different. But now I know that isn't true. You and I are the same, Shion. We're alike in more ways than you know. If any of us is different, it's me. I'm a Danon who can use magic. I may be the last. My family and I have been living in hiding as long as I can remember. Everyone has their own pain that can be hard for other people to understand. I saw the two of you talking and thought you could use a third wheel. So, here I am. Sorry. If anyone's the odd one out here, it's me. Believe me, you don't want to listen to my problems. Want me to go? I didn't say that. I get that you must have a lot circling around that head of yours. And that's okay. Whatever's worrying you right now, you're allowed to worry about it. And you don't have to talk about it if you don't want to. I know I'm not a Renin like you, or a mage like Rinwell. I'm not a sovereign, maiden, or lord. I'm just a Danon who used to be a slave. But regardless of all that, I'm here for you, Shion. That goes for me too. We all want to be there for you. Me and Hootle and even the boys. I promise. I mean, that is what friends are supposed to do, right? I said this to Alphen, and now I'll say it to you. You're not alone in this. Thank you. Rinwell. Kisara. And right on cue, I think I should make my way back and lie down for a bit. My battle with this ship continues. Yeah, I better head back too. We wouldn't want the guys thinking they're in charge. Can you imagine Law at the helm? Who knows what kind of trouble we'd get into?
true. Then it's all the more reason I have to do this. Oh, Gione, was hast du bloß vor? Aw, are you tired, Hoodle? You sure he's not just trying to hide from us? Die kalte Schulter! All right, something is definitely up with Shion. Yeah, something big by the looks of it. I've never seen her so serious. So, do you think we should say something to Alphen then? I was wondering the same thing myself. But then it occurred to me. Whatever this thing on her mind is, it's probably the last thing in the world she wants people to know about. If she's trying this hard to keep it secret, then it's not really our place to go telling people before she's ready. Yeah. I can't tell them. There's just no way I could, right? What am I supposed to do? Wo soll das bloß enden, Freunde? Vielleicht, dass wir wieder ein bisschen reisen können. Oh, Gott sei Dank, okay. So, und jetzt, wieso soll ich hier nochmal, da ist ja eine Quest. Stimmt, die eine Quest mit den Eulen, war das, glaube ich. Die Kackeulen muss ich mir auch mal kümmern, ey. Oh, na gut, ich habe mal ein bisschen, bin ich dabei, mich vorzubereiten für die ganzen Zeitquests. We've reached our destination. So, dass ich zum Beispiel irgendwie auch weiß, okay, es gibt insgesamt, glaube ich, 38 Eulen. Sowas in der Art halt. Dass wir dann halt auch vielleicht mal eine Ahnung haben, wie, wann, wo wir die sammeln können. Einen wichtigen Hinweis habe ich schon mal, und zwar, die Eulen jetzt sammeln würde eh nichts bringen. Weil es gibt bestimmte Eulen, beziehungsweise bestimmte Gebiete, wo Eulen sind, die wir erst betreten können durch bestimmte Sidequests. Und deswegen macht es jetzt keinen Sinn, alle Eulen suchen zu wollen, wenn wir die eh nicht finden können, weil noch bestimmte andere Sidequests fehlen, durch die wir erst bestimmte Gebiete betreten können, in denen halt diese Eulen wären. So, was ist mit dir los, Eule? Ja. Hoodle sagt, dass die Eule vorhin eine schwarze Eule gesehen hat, die nach Westen geflogen ist. Im Eulenwald, also, ja gut, wir sind sowieso dahin. Mal kurz zum Eulenwald. Der Keil der Eulenwald. Kann man gucken, wie viele Eulen wir bereits haben. Das war aber schon so, dass irgendwie das mit den Eulen war. Warte mal. Ups. Well. Er ist nicht sicher, welches sein könnte. Hat Eulen können gesagt, dass vor kurzem 3 neue Eulen angekommen sind. Hä? Sagen wir, ist er farbenblind? Ja gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Eulen wirklich farbenblind sind oder nicht. Das war jetzt eigentlich rein rhetorisch. Aber ja, ich meine, wenn natürlich eine Eule keine Farben erkennen können, dann ist es irgendwie logisch, wa? Oh. Good. Yeah. Mieteule. Großer Korb, kleiner Korb. Ah, stimmt, da habe ich auch gelesen, genau. Größe muss man immer besser sein. Was denkt ihr? Es ist so. Bei dieser Quest können wir uns entscheiden, wollen wir einen großen Korb und einen kleinen Korb. Jetzt ist es so, im kleinen Korb gibt es offenbar ein Omega-Elixier, was dann nicht schlecht wäre. Im großen Korb gibt es ein Rezept mit gewissen Zutaten. Jetzt würde man sich natürlich denken, okay, nehme doch lieber einen kleinen Korb mit Omega-Elixier, weil was soll mit dem Rezept? Aber das ist offenbar die einzige Stelle im ganzen Spiel, wo man dieses Rezept bekommen kann. Wenn ich jetzt halt einen kleinen Korb nehme, dann ist das Rezept weg und ich kann es in diesem Spielstand nicht mehr bekommen. Deswegen natürlich den großen Korb. Really? What? Yeah. Was schlägt davor, dass wir den Korb zur Mutter der Eulen zurückbringen? Aha. Who?
Well, dass sie sagt, sie will nach Hause fliegen und den Korb selbst zurückbringen. Sie will, dass wir weiterreisen, der Mutter sagen, dass sie nach Hause kommt. Rezept für Sandwich. Ein Sandwich vollgepackt mit Hühnchen und frischem Gemüse. Also geht das, was ich auch regelmäßig zu Hause mache. Buchstäblich vollgepackt, nur das Brot macht noch ein Sandwich daraus. Das stimmt. Also entweder Huhn oder Ei oder sonst irgendwie so was Ähnliches. those three seem to get along so well. Was it really right for them to separate? It was his choice. And he... Haben wir das Rezept hier direkt auch noch? Oder Rezept für Sandwich? Weil kurioserweise, ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, ist bei mir irgendwie so, Sandwich mit Gemüse geht eigentlich, also mit Salaten so geht gut, aber irgendwie bin ich da ein bisschen heikel, was, ja, wie soll ich sagen, die Fleischbeilage betrifft. Oder, mein Ei ist ja, Ei ist halt wieder Gemüse und Fleisch hat Ei, wa? Aber irgendwie, wenn ich sage, ja, Huhn oder Fleisch im Sinne von Rind, Schwein oder so, denke ich mir immer so, geht irgendwie gar nicht. Huhn, ja, der Rest irgendwie, ne. Mit Fisch, Gemüse auf dem Brot aber irgendwie auch Mühe, obwohl ein Fischbrötchen selber geht. Das ist irgendwie ganz ein bisschen creepy bei mir. Naja. So viel dazu. Nur ganz kurz ultimately erwähnt. chose the lady over his friend. I can only hope this helps her in her recovery. So, warte mal, es sind 38 Rollen, die es insgesamt im Spiel gibt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Und es fehlen noch 10 Eulen in all, so angeblich. Es ist eine stattliche Anzahl, aber eigentlich geht's. Mal gucken, ob ich irgendwie... Was? Die Stange scheint voll zu sein. Aha. Das heißt, in Ganaf Harrows, also im Wassergebiet, Eisgebiet, habe ich alle. Kalakia fehlen mir noch ein paar. Syslodia auch. Oder hier noch ein paar fehlen, das sieht man. Dann habe ich im Erdreich auch schon alle voll. In Menencia, warte mal. Ganz kurz gucken. Also Kalakia fehlen noch ein paar, Syslodia fehlen noch ein paar. Menancia habe ich offenbar alle. Mahaxar fehlen noch welche. Und Ganaf Harrows fehlen noch welche. Habe ich auch alle. Also Mahaxar, Syslodia und Kalakia, da fehlen noch insgesamt 10. Kalakia sieht eigentlich auch relativ voll aus. Ich glaube, da fehlen noch irgendwie vielleicht 1 oder 2, hätte ich jetzt mal gesagt. Hier vielleicht 3. Hier 5 Stück. Das doch so viele sind, wundert mich ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Naja. So. Genau, hier wollte ich noch ganz kurz hin zu gucken, wegen der einen Quest, die es plötzlich gegeben hat. Always good to be back in familiar territory. Wow! Noch schlimmer gegangen als uns. Sie mögen körperlich frei sein, aber viele von ihnen haben mental noch einen langen Weg vor sich. Thank you. Was? Vielleicht können wir uns für einen Sitz... Was? Können wir uns für eine Sitzung zusammensetzen? Was meinst du? Great! Klar, warum nicht? Welche Art Astralenergie magst du am meisten? Ja gut, Feuer bei ihm halt. Wie kämpfst du am liebsten? Nahkampf? Dann geht es nur um Geld, genügend Freizeit zu haben, ganz klar meine Freunde. Ja, logisch, ja. Ich reiße sanft darüber, ich drehe mich um und gehe. Eine Mauer, was tust du? Normalerweise würde ich einfach drüber klettern. Einreißen, zweite Priorität, dritte... fahr doch nicht ab. Na, sorry. Nö.
Was, du bist wie ein stacheliger einsamer Wolf. In einer kühlen, ruhigen, gefassten Haltung steckt eine freundliche und fürsorgliche Seele. Du lässt dich von fast nichts aus der Ruhe bringen, aber es würde nicht schaden, wenn du dich gelegentlich auf andere verlassen würdest. Wow. Oh, könnte sein. Quest abgeschlossen. Ja, da hat man schon, dass es eine einfache Quest ist. I wish I could get an examination. Well, Keine Sorge, das kommt noch. Untiefenzentrum. Also, was eine Quest ist. Jetzt bin ich gerade ein bisschen Doch, hier ist es okay, jetzt. oh, if you say so. Entschuldigung, habe auch unterbrochen. Let's see. Yes, you're in well, all right? Ugh, if only your brain could keep up with your mouth. Die Aussage hat was. So, ich gehe mal ganz kurz ins Häuschen hier, weil ich nicht genau weiß, ob wir nachher mit der Hauptquest weitermachen. Ob Schlag auf Schlag weitergeht und ich würde da noch irgendwie auch ein paar... Jo, genau. Bisschen rasten, dann wegen Ding gucken. Wegen neuen Waffen. Kebab. Dunkles Mal, Kocheffekt. Erhöhter Angriff. Ja, ein bisschen Level Up hätte ich gerne. Was ist ein Erfahrungsboost T? Ja, was heißt ein T? 4% mehr, okay. Zwölf, okay. Oder aber Königsfisch dafür, aber gar kein, okay. Kabel nach Kampf heilen. Ja, Käsefondue. Wir haben schon relativ viele Rezepte, wa? Ja, 16% mehr Erfahrungspunkte, das ist natürlich ganz geil. Obst-Sandwich. Ja. Ah, warte mal, wo ist denn jetzt mit normalen Sandwich? Wo ist das Teil überhaupt? Das ist, was wir gerade bekommen haben. Das Brot schon mal. Heiliges Mal. Lässt sich schwieriger auffinden beim Kontakt mit gegnerischen Icons. Gegnerischen Icons vor allem. Denkst du auch so, hä, okay. Dunkles Mal. Mhm. Nee, die machen natürlich weiterhin, auch wenn es langweilig ist, aber wir brauchen halt den Boost dafür. Wo ist jetzt? Dampfkartoffeln. Oh, ja, lecker. Ich habe vorhin schon gefuttert. Sag mal. Okay, Obst-Sandwich. Ich habe es irgendwie gar nicht mehr gefunden. Okay, warte mal. Lieblingsgericht-Effekt. Na, aber jetzt natürlich die ganze verbockt war. Reduziert die Wirkung um 20%, wenn ich aber sowieso nur 16% drauf habe, ist die ganze Zeit ja falsch gemacht. Aber die Daumen 50%, das heißt, ich habe die ganze Zeit einen Boost drauf gehabt, der mir nichts bringt. Außer natürlich, es war so, dass ich generell 20% von 16% hätte, weniger. Also in dem Fall würde es natürlich jetzt heißen, statt 16% dann irgendwie, keine Ahnung, 20% davon, sagen wir 14% noch gehabt. Naja, fast. Auf alle Fälle hätte ich also 20% weniger davon gehabt, also ist ja, wie gesagt, ist ja ein Fünftel weniger. Oder? Oder sind die 20% wirklich, so wie ich es vorhin jetzt gesagt habe, vom Ganzen her gesehen? Da würde keinen Sinn machen. Also quasi 16% minus 20% geben minus 4%. Hä? Was soll das? Also. Oder? Also entweder minus 4, dann hätte die ganze Zeit keinen Erfahrungsboost drauf gehabt. Oder eben diese 20% weniger von 16%, also, ne, sind nur 3%, 3,2 ungefähr. Also 13% ungefähr. Wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal, aber nicht mit Rinwell diesmal, sondern mit jemand anderem. Dann sehen wir relativ schnell, was passiert.
statt dass ich mich hier um Kopf und Kragen drehe, weil es macht keinen Sinn, wenn ich einen Effekt habe, der eine gewisse Prozentanzahl hat und sage 20% weniger und der von der ursprünglichen Prozentanzahl abziehe. Das ist irgendwie unlogisch, finde ich. Oh, Elfen könnte die Sündenklinge herstellen. Alter, die haut ihr rein. Ich würde sagen, jo. War klar, dass sie hier schon wieder Probleme haben. Verbesserter Schwarzdorn allerdings. Wäre nicht schlecht. Ich sehe jetzt mal noch einen Schwarzdorn herstellen. Einen verbesserten Schwarzdorn. Dann kann ich den machen, den geht noch nicht. Vielleicht später. Dann fällt das Flammenstein noch. Hier fehlt mir der Flammenstein. Der verbesserte Tenebris-Stadt, den ich jetzt aktuell habe. Heißt, ich müsste den bei ihm jetzt ganz kurz mal wegnehmen. Oder ich mache es so. Ah, Trick 17. Okay, dann haben wir schon mal gute Waffen bei allen bis jetzt. Glühender Zahn ist also ein Item, was mir halt fehlt. Dann haben wir dafür den roten Schild, das ist der zweitstärkste. Ja, warte mal, Bauernhof. Der bringt halt die Werte. Moment, habe jetzt gerade bei den anderen irgendwie einen Quatsch gemacht? Ich hoffe jetzt mal nicht. Wo kriege ich wohl diesen Flammenstein her? Wasserzähmung, zweiter Ausgang, Granitfragment, das ist das Problem. Hier war noch relativ viel. Die Schöne der Natur 2. Tyrannenfäuste. Ja, Freunde, er hat sich's verdient. Sehr geil, Freunde. Sehr geil. Ja, kann natürlich auch viele andere Dinge noch verkaufen, eben auch Rüstungen und so. Aber momentan ist es nicht nötig, auch von den Waffen her und so. Wir sind ja, vom Geld her meine ich. Ist momentan wirklich sehr cool dabei. I'm impressed how well balanced this thing is. Das heißt, ich kaufe mal noch normale Materialien. Für das Gelee. Ja, komm, ich finde sowieso immer wieder welche. Hätte man eigentlich Zitronengelee sparen können. Und ja, falls wir halt wieder mal ein bisschen Geldnot haben, können wir hier ein paar Waffen oder halt doch eher direkt die Rüstungen verkaufen. Das wäre sogar eine Idee, weil die brauchen wir sowieso nicht mehr. Also ja, ihr seht, wir haben noch genug Dinger. You can never be too Was? prepared. But did we... Ja, es war wichtig, notwendig. Fotoklinge Alma. Kann ich jetzt sagen, das neue Schwert, was ich gerade gekauft habe, auch ausrüsten? Hier als Waffenskin? Hier, Sündenklinge. Passt noch gut mit den beiden Waffen, wa? So, mal gucken, und vielleicht bei ihr wieder mal ein bisschen was anderes machen. Ja, jetzt muss ich den roten Schild noch drin, aber ja, ganz ehrlich. Optisch gefällt mir der schon besser.
auch ein bisschen schwarz gehalten, war. Gut, bei Chione muss ich ein bisschen überlegen, dass wirklich das Richtige ist, aber lieber noch was anderes nehmen würde. Also komplett in schwarz. Stimmt, eigentlich haben wir sie schon in schwarz. Ja, mache ich die Sache wieder irgendwie Richtung Ursprung. Dann lasse ich es noch ein bisschen so. Ich glaube, die Tiara lasse mal. Dafür, ja. Naja, mal gucken. Schattending finde ich passt eigentlich relativ gut. Negi ist ja so schlecht, verbesserter Schwarzdorn, allmächtiger Schwarzdorn. Ja, der Waffenskin passt schon noch. So. Lassen wir auch mal so, wie es ist. Gab es bei dir irgendwas Neues? Glaube nicht, war höchstens hier. Ich finde, das passt auch, Freunde. Kann so machen, unsere Truppe. Have to spend so much? Jo, definitiv. Ich kann momentan nichts aufwerten, war klar. Aufwerten, übertragen. Die und die sowieso schon ausgerüstet sind, ja super. Eigentlich ein bisschen die Frage, welcher aus der Truppe braucht am ehesten neues Material? Wenn bei ihm hier Stichemblem, dass ich einfach mal was Besseres nehme. Wiederbelebungsring, ja, am ehesten sie auch. Ja? Die habe ich ja schon mal abgegradet, sind soweit ja auch cool. Das Gesau auf ein bisschen mehr Defense, hier auf ein bisschen mehr. Hat er jetzt gesagt, auch ein bisschen Abwehr auf beiden Richtungen, aber vor allem natürlich auch ein bisschen mehr Angriff. Magie generell, Stichemblem. Toll. Genau das, was ich eigentlich brauchen könnte. Vor allem als wirklich sauer hätte ich jetzt gedacht, wäre es eigentlich geil gewesen. Ein Widerstandsring vielleicht. Was kriege ich dazu? Wegen des Fluchgeschwindigkeit plus 15%. Was habe ich noch so alles Schönes? Level 4. Höher geht's eh nicht, weil ich kein Level 5 gemacht habe.
I'd like... Den wollte ich doch jetzt irgendwie mal Kisawa geben. Ja, ein bisschen weniger KP, weil der konnte halt noch nicht machen. Für Gesamtelementar 20%, Frostresistenz, Lichtschaden, Resistenz plus 120, also generell mehr Resistenz. Check their wares if you don't. Jetzt zum Teil echt noch ein bisschen. Ein paar coole Waren, weil verkaufen kann ich es, aber zerlegen kann ich es ja nicht. Also zum Teil ja noch so eine Option. Ja, schwarze Onis würde ich halt gern machen, eben für maximale KP plus 50. Sagen wir halt, das Ding fehlt, ist ein bisschen schwierig. Noch einen für Elfen machen mit Krieger-Ding. Da hätte ich halt nur Rang 3 aktuell. Das ist irgendwie... Nee, wenn schon will ich ein bisschen stärkere machen. Ich habe das Gefühl, je stärker die Dinger, desto weniger hoch sind die... Da haben wir gar keine hohen Level mehr. Doch, hier zum Beispiel. Für Shionen zum Beispiel. So. Ein paar von den Dingen auch loswerden. Ach, zum Teil sehr, sehr viele davon. Die Folge ist auch schon längstens vorbei. Ich weiß. Machen wir gleich weiter, Freunde. Palmas aber viel. Mal noch einen Einer nehmen. So. Mind. Ja. Aber mal versuchen, war klar, wir haben so Zauberin, den Zauber im Ding noch. Licht-Dunkelschaden, Windschaden, da steckt Schaden plus 10. Halbe Eilkosten. Ich glaube, teilen wir es mal, weil. Ja, wobei Lichtschaden bei ist eigentlich schon cool. Es ist natürlich die einzige Truppe, die Lichtmagie einsetzen kann, wa? Deswegen macht schon Sinn. Naja. Muss später mal in Ruhe ein bisschen besser angucken, Freunde. Aber das war's für heute bei Tales of Arise. Nächste Folge würde ich sagen, ich glaube, eine Sidequest, oder? Haben wir noch irgendwie offen, die wir noch abschließen können. Hier und jetzt, genau. Mit den Eulen. Ansonsten. Richtung Calaglia, wegen der Hauptquest. Ich würde sagen, weil viel haben wir sonst nicht mehr offen. Ja. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.